Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Passend die Duster-Umgebung zu der Dusterer Stimmung hier. Okay. Wehe, AJ passiert was. Das wird sie mit ihrem Leber bezahlen. Shit, they started the boiler. We'll focus that energy. Gelange zu AJ. I've known Clementine since before this all started. She'll come around. Ist da hier ein Wachposter? You'll come around too, once you see what we have to offer. Schnell. Plenty of you'll come around too, once you see what we have. You can even share a room. Huch, sie spricht im Kanon. You can even share a room. Tin! Oh, 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 oh. Fuck. Tennessee, did you get lost? Ma'am! He wasn't alone. I got something else to show you. Gott, 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 Gott. This way. Ja, die kennen wir auch noch. Die ist ziemlich stinkig auf uns. Found this in the herd. Oh nee, No wonder there were so many walkers. die kennt anscheinend auch die Whisperer. Hat die Gruppe auch schon gegen den Krieg geführt? Leading those walkers here. Or was that Clementine's idea? Oh Gott, macht James nichts. Don't fucking scare me. Is that so? Force your ways onto others. Because you're afraid. Because you're weak. I give my people a cause to fight for. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but themselves. Vielleicht hat die auch schon wirklich mit ihrer Delta-Gruppe gegen die Whisperer gekämpft. Fuck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Easy there, Ten. Don't hurt him. Just stop hurting people. Please. Shoot her! Gott. Why don't we all just take a breath, all right? Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. All of us. Der sieht mich, James. Or else. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Fine. Go ahead then. Do it. Save your friends. That's what you came here to do, isn't it? Oh Gott. Oh, I see. You Der ist so came to gutmütig. Tin. Looks like you're not a soldier either. Please don't! No! Ja, gut. Sehr gut, AJ. Jawohl. Auf die Schniss, du Gredel, hinter der Heck. Ja, deswegen hat Lee gesagt, halt die Hoher kurz, ne? Alter Falter, schnell, 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 schnell. Die kommt gleich arg braust. Ja, 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 ja. You made a big fucking fucking way. Boah, AJ. Das könnte uns jetzt möglicherweise der Vorteil geben. Oh. Scheiße! Oh, das muss höllisch wehtun. Und AJ hat's? Ja. AJ, wait! I give up. I will give up. Boah, jetzt haben wir ja gesagt, wer aufgibt. I'll let everyone leave. My crew and I will leave. We won't bother you anymore. Wir haben ja beigebaut, wer aufgibt, der wird nicht erschossen. She's not a threat. Lower the gun. You Stimmt. weren't down there. You didn't see what she did. Das haben wir mir beigebracht. Cut my friend's tongue.
In dem Fall ist es aber wieder in Ordnung. Just give me the gun. Can't let her hurt anyone else. Jetzt I da. don't want to die! Verreck. Do it, AJ! Ja. Mir langt's mit der Mistkuh. Die wird immer eine Gefahr sein. Die wird immer ein Gefahrdarsteller. Auch wenn ich jetzt befürchte, dass ich AJ ruiniert habe. Aber das muss das sein. Lilly wäre immer wieder kommen mit ihren Leuten. Lily, we couldn't find the other. What did you do? You were fucking dead. Jetzt ist die Bombe hochgegangen. Shit, the bomb! AJ! Alter! Scheiß doch ins Kanonenrohr. Trophäe erhalten in Silber, Anführerin. Ja, natürlich hört es jetzt hier auf die Episode. Das musste so kommen. Mann! Erstmal wieder richtig positionieren. Das wird ja ein geiler Einstieg in die 4. Folge. Aber lesen wir erstmal unsere Statistiken durch. Du und 89% der Spieler gewährten Abel den Gnadentod. 11% der Spieler zwangen Abel, ein Beißer zu werden. Nee. Finde ich nach wie vor. Wenn man es verhindern kann, sollte man es machen. Du und 49% der Spieler respektierten James' Wünsche und töteten keine Beißer. 49% der Spieler töteten nur ein paar der Beißer in James' Lager. 3% der Spieler ignorierten James' Wünsche und töteten alle Beißer im Lager. Du und 61% der Spieler nannten die Bombe Mitts Meisterwerk. 13% der Spieler nannten die Bombe Rubys Rache. 17% der Spieler nannten die Bombe Willy Jr. 6% der Spieler hatten eine Bombe namens AJ. Du und 86% der Spieler haben AJ auf Dorian losgelassen, damit diese niemanden irgendwelche Finger abschneiden konnte. 14% der Spieler hielten AJ auf, weshalb Dorian den Finger abschneiden konnte. Okay. Sehr gut. Das habe ich verhindert. Du... Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Du und 53% der Spieler sagten AJ, er solle Lilly töten. 47% der Spieler weigerten sich, AJ zu sagen, er solle Lilly töten. Ich fand's aber wichtig, weil Lilly wäre immer wieder zurückgekommen. Die hätte es immer wieder probiert. Die war absolut die Gefahr, auch wenn ich ihm vorher beigebracht habe. Töte niemand, der sich ergeben hat. Bei ihr musste man die Ausnahme machen und ich wusste, dass es irgendwie so kommen wird. Der ist jetzt auch wieder total verwirrt, AJ, weil ich mal Hü und mal Hot sag. Der weiß ja nämlich, was ist jetzt recht und was nicht. Ich habe damit gerechnet, dass es so kommt. Aber nicht in dem Szenario. Ja, da ist nochmal alles aufgelistet. Minerva vermisst. Minerva war sprachlos, als du ihr sagtest, dass Marlon Brody getötet hatte. Minerva glaubt, es wäre zu spät, obwohl du sagtest, sie solle nach Hause kommen. Minerva war betrübt, als sie erfuhr, dass Ten ihr vergab. Violet vermisst. Violet war gerührt, dass du hören wolltest, warum sie zum Internat geschickt wurde. Violet fühlte sich von dir verstanden, nachdem sie den Grund für ihre Anwesenheit in der Schule erklärte. Violet war dankbar, dass AJ Dorian davon abhielt, ihre Finger abzuschneiden. James vermisst. James war dankbar, dass du seine Wünsche respektiert und die Beißer verschont hast. James war ermutigt, als du sagtest, dass vielleicht mehr an Beißern dran ist. James war bestürzt, als der AJ aufforderte, Lilly zu töten. Ten vermisst. Ten war dankbar, als du ihm gegen Willy den Rücken gestärkt hast. Ten war dankbar, als du versprachst, Minerva zu sagen, dass er ihr vergibt. Lilly, tot. Lilly war unbeeindruckt von deiner Drohung, sie zu töten, nachdem sie versuchte, dich zur Kooperation zu zwingen. Richtig so. Abel, tot. Abel war beruhigt, als du ihm Gnade versprachst. AJ vermisst. AJ war durcheinander, als du Abel getötet hast, damit er sich nicht verwandelt.
AJ war entmutigt, als du sagtest, es ließe sich nicht beweisen, dass ihr als Beißer zusammen sein könntet. AJ fühlte sich stark, als du sagtest, er solle Lily erschießen. Louis, vermisst. Louis war nach seiner Zeit mit den Plünderern traumatisiert. Louis fand ein Versprechen tröstlich, sie nach Hause zu bringen. Der Zustand der Schule. Rosie macht sich Sorgen um jeden. Oh. Willi war begeistert, dass du seiner Bombe einen Namen gegeben hast. Ruby wirkte nachdenklich, als du ihr geraten hast, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Omar wird vermisst. Asim wird vermisst. Du hast in der Episode 4 von 6 Gegenständen gesammelt. Windspiel und eine Hufeise fehlt mir noch. Okay, die Hälfte von der Episode ist circa rum, ihr liebe Leute. Ich denke, da ich jetzt auch die 4. Folge runtergeladen habe ich jetzt endlich mal vorgemacht, das Ganze. Können wir auch direkt einsteigen hier in der ganzen Geschichte. Episode 4, zurück nach Hause. Gekauft und installiert, Folge 4 starten. Oh. Ich bin emotional sehr bewegt und bin gespannt, wie es weitergeht. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head, to atone when I did something bad, to show mercy sometimes. I always listened to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me to shoot Lily, I got mad. So mad. I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mal schon gedacht, dass der jetzt komplett von der Rolle ist, weil ich mal Hü und mal Hot sag. Aber das aus seiner Perspektive wieder zu hören, ist echt heftig. Bin immer gespannt, ob wir jetzt AJ spielen, weil es ist die allerletzte Folge im Telltale Games und Skybound Games The Walking Dead Universum. Und vielleicht spielen wir jetzt AJ. Ich weiß es nicht. Jetzt spitzt sich alles zu, ihr liebe Leute. Jetzt, darauf haben wir 3 Staffeln vorher hier gearbeitet und 3 Episoden vorher hier gearbeitet. Jetzt wird sich alles zeigen. Jetzt gibt es ein großes, fettes Endresultat. Ups. Durchsiebte Lily-Leiche. Wir spielen aber wieder Clementine mit AJ. Oh, scheiße. Die Kappe können mal knicken. Ihr Markezeichen ist seit Staffel 1. Loslässt, dann kriegen wir ihn, oder? AJ, you have to trust me. On the count of 3, let go and I'll catch you. Promise? Promise. Oh, bitte fangen. Ziehen und drücke innerhalb des Kreises. 1, 2, 3.
hab ich dich. Hurry, Clem! Oh, schnell! I'm slipping! Okay. Gut. Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. There! We can climb down from there. Well, we have to get there first. Okay, we've got to jump. It's far. I know it's far, but it's the only way. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. Whatever you do, just don't look down. Don't look down. AJ, what do we do when we're scared? We push through it. We don't let it take over. No, we don't. Okay. Come on, Clem. Okay. Ich hab gewusst, dass es so kommt. Get to the pier. I'll meet you there. I'm not going to leave you. There's nothing you can do. I'll find a way there. Now go! Okay. Boah, das wäre unser Tod gewesen, ja. Oh, direkt da, wo es brennt. Das muss richtig gut durch. Ach Gott. Okay, das kriegen wir besser hin. Ah nee, Mist, nur von der Stelle. Come on, Clem. Okay. Dann halt nochmal von der Stelle. Get to the pier. I'll meet you there. Ich kann jetzt schon sagen, da ich ja schon gemeint habe, dass es sich jetzt hier in der Folge absolut zuspitzt von 3 Staffeln vorher, zu dem Moment, der die Telltale und Skybound-Serie beendet, dass es so emotional wird, dass ich wahrscheinlich zum Schluss heule werde wie ein Schlosshund. Das glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, egal wie es ausgehen wird. Aber es nimmt mich dann doch sehr mit alles hier, die Spielereihe. So, jetzt aber nochmal. Okay. Dummel dich! Ja, ich bin schon dabei, mich zu dummeln. Whatever you do, don't look down. Ja. Das stimmt wohl. Und jetzt nichts wie weg hier, das geht alles hoch. Da sind wieder etliche Walker. Ups. Noch einer von der. Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Ah, hier. So, ein Pfeilholer. Okay, das war nicht so gut. Ich habe aber keine Ahnung, was ich bei dem Ziel soll. Okay, nochmal. Jetzt nochmal, Holer.
could just leave. Fuck you. Noch einmal. Keine Ahnung. Wir probieren es noch einmal. Ja. Das war, also ihn kann ich anscheinend nicht angreifen, okay. Vielleicht ein bisschen weiter runter gehe mit meinem Ziel. Hol das. Ja, in die Fuß, okay. Ja, das sitzt. Und schnell. Der Eierschuss und Tschüssi. Du hast Marlons Bogen. Eine letzte Schießerei. Come on. Oh, Mann. Oh, leck. Und Skybound ohne Telltale Games präsentiert mal wieder der geilste Scheiß der Welt. Oh, diese Musik, Alter. Gänsehaut wie Sau. Und wir haben Ewigkeit. Ich glaube, seit 2012 gibt es die Spiele. Seit 2012 haben wir im Prinzip dort drauf hingefiebert, wie das Ganze beendet wird. Wir sind im Spiel über gefühlt 1000 Leiche gestickert, haben tausende Charaktere kennengelernt gefühlt und sind jetzt an dem Punkt. Und ich könnte mir nichts Geileres vorstellen als so ein Intro für die letzte Episode, generell für die ganze Staffel. Absolut großartig. Wow, wow. Ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt auch meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Und sobald wir hier wieder die Szene gezeigt kriegen, ja, gehe ich ja wieder in der Startbildschirmreihe, beziehungsweise ins Pause-Menü. Und genau. Wir sehen uns dann übermorgen, wie gesagt. Ich bin voller Vorfreude. Ich glaube, heute nämlich macht die Zeit, die Episode einfach durchzuspielen, egal ob ich halt Zeit habe oder nicht. Aber es packt mich gerade immens. Das heißt, für euch ist es so nach wie vor, wir sehen uns übermorgen. Aber ich werde die heutige Sessions etwas größer machen, damit ich das heute zu Ende spielen kann, weil ich möchte hier zwischendrin in der Aufnahmesession keine Pause mehr machen müssen. Ich will wissen, wie es endet, und zwar heute. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.